Manchmal, wenn man sieht, dass jemand irgendetwas am Machen ist, dann macht man doch manchmal so, oder? Ich habe dich gesehen im Fall. Pass auf. Ich habe gesehen, was du machst. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich dachte, Gott, okay, was machst du da? Ich habe es dann gesehen. So der Schlingel. Gott hat mich dann schon gesehen. Aber ich habe mich gefragt, ja, welche Meinung habe ich denn vom Blick, den Gott auf mich hat? Ja, es ist bei uns so, eben der Brauch, dass man eine Losung zieht für sich selber. Ich war wirklich auch gerade getroffen von meiner Losung. Sie kommt dann ganz am Schluss noch. Und dass wir auch eine Losung ziehen für unser Chor, für unsere Gemeinde. Und ich weiß nicht, ja, das so der Nachhaltigkeit oder die Nachwirkung von dieser Losung, habe ich mich schon jemand gefragt. Manchmal, ja, mache Anfangsjahr eine Predigt darüber, dann vergisst man es wieder ein bisschen. Aber ich habe dort ganz, wenn ihr jetzt dort hinten die Losung schaut, das sind alle Losungen, ich tue einfach gerne nur die neuen oben drauf. Also wenn ihr mal in die alten schaut, dann könnt ihr das Bild nachnehmen, das Glas fortnehmen, und dann sind alle anderen Losungen von den letzten paar Jahren hinten dran. Und das hat mich schon auch berührt, wie Gott auch so ein bisschen in die gleiche Richtung auch wirkt. Eben, wir hatten letztes Jahr gehabt, dass wir zu unserem Herz schauen sollen, weil aus unserem Herz raus alles andere ausgeht. Oder dass wir den Glauben sollen haben, wie das Volk, das durchs Meer ist gegangen. Oder das Vertrauen zum Vater der Schafe, dass wir ein Volk von Schafen sind, von seiner Weide. Oder dass Gott wahrhaftig ist und dass, was er zusieht, dass das wirklich eintrifft. Und das sind doch so wunderbare Verse, die wir auch ganz besonders dürfen als Gemeinde mit uns nehmen, als Chor. Und dieses Jahr war es ein bisschen speziell. Ich habe mir da ein bisschen im Büro genurscht und habe mir gedacht, ja, jetzt ist die Ende Jahr, wir müssen schauen, ob wir Jahreslos haben. Dass die Leute Kärtchen ziehen und so. Und wir haben eigentlich da immer ein grosses Lager, weil wir brauchen ja dieses Jahr durch auch. Dann habe ich, das hat sicher noch. Und die Rüdi gesagt, ja, musst du nicht weißt, sonst haben wir einen riesen Höck von diesen Losungen. Und jetzt schauen wir zuerst, bevor du den Gist kaufen. Und dann habe ich geschaut, und dort hat es tatsächlich noch Schachteln drin gehabt, aber die Schachteln waren ja alle leer. Ausser im inneren Schachtel war genau dieser Vers drin. Und so sind wir zu unserer Jahreslosung für das Chor gekommen. Du, Gott, hast mir zugesehen. Ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, wo du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Ein Vers, den wir wirklich heute auch ganz bewusst über unserem Chor, über unsere Gemeinde proklamieren. In was innen steht der Vers? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch immer schauen, wo der Vers steht. Und es gibt so die Psalmen, die sind so ein bisschen eingeordnet, oder man hat so ein bisschen probiert, die Psalmen so ein bisschen zu klassifizieren. Man sieht, es gibt so Klagelieder des Einzelnen und Klagelieder der Gruppe. Und es gibt eben auch Bußpsalmen. Bußpsalmen von einer Gruppe oder Bußpsalmen von Einzelnen. Und der Psalm 32, das ist ein Bußpsalm. Ein Bußpsalm von David. Ja, der grosse König David, der hat ganz viel oder hat mehrere so Bußpsalmen geschrieben. Und ich dachte, das ist eigentlich noch krass. Mit dem tut er eigentlich etwas von sich preisgeben. Er zeigt uns, wie er war. Er war nämlich in vielem ein Versager. Er war ein schlechter Vater. Er war ein schlechter Ehemann. Also, ja, mit so vielen Frauen weiß ich nicht, wie er da
wie er das überhaupt gelebt hat, wie das der zu und her gegangen ist. Aber ich wage hier zu sagen, er war ein schlechter Ehemann gewesen. Und mir ist jetzt sofort so der Timotheus in den Sinn gekommen, der Timotheusbrief, der Paulus gibt dort am jungen Timotheus, dem Verantwortlichen von der Gemeinde, so ein paar Ratschläge. Und er sieht hier, wie die Leute sollen sein, die er einsetzen soll als Verantwortliche in der Gemeinde. So lesen wir zum Beispiel im 1. Timotheus 3, Vers 12, ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Dann habe ich gedacht, ja, das ist wirklich etwas, das ist, glaube ich, beim David ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe mich gefragt, wieso hat sich der Gott gerade so bedingungslos hinter den David gestellt und warum hat Gott auch sein Königtum so gefestigt? Er hat ihm sogar eine Ewigkeitsperspektive gegeben. Jesus ist als Sohn von David, als Nachfahre von David auf die Erde gekommen. Er hat mit dieser Abstammung seine Königsherrschaft doch legitimieren und sagen, ich bin wirklich der Nachfahre von David. Ich glaube, es lohnt sich, manchmal schon ein bisschen einen Blick so auf geistliche Männer zu werfen, so auf Übergrössen. Und manchmal merken wir auch dort, ja, vieles wird so ein bisschen unter den Tisch geredet oder unter den Teppich gekehrt. Das ist auch etwas, was mir so ein bisschen entgegenkommt. Dass man vielleicht Sachen schöner probiert darzustellen. Oder wenn ich jetzt dem Noah sage, jetzt kommen wir in den Saal, jetzt musst du anständig sein. Nicht, dass sie das Gefühl haben, du seist so Wegsgrüffi, oder? Wegen dem Vater natürlich, nicht wegen ihm, wegen mir, oder? Dass ich das Bild wahren kann. Und dann, ja, das ist manchmal auch etwas, was sehr, ist jetzt sogar in der jüngeren Vergangenheit, grosse Gottesmänner, Leute, die etwas bewegt haben, da sind Sachen vorgebrochen und Skandale aufgebrochen. Und es ist manchmal so ein bisschen ein Schock, wenn so eine schöne Fassade zusammenbricht. Wenn so eine schöne Fassade zusammengeht und ein Skandal ans Licht kommt. Und ich habe der Weihnachtspredigt gesehen, dass es eben darum geht, dem Licht zu folgen, dem Licht hinten nachzugehen. Und nicht, dass wir das Licht auf uns projizieren, auf uns scheinen und dass wir gross werden dabei, sondern dass wir eben dem Licht nachgehen und dass es eben darum geht, dass wir bis am Schluss dem Licht treu sein können. Und das ist wirklich auch etwas, was wir eben im letzten Jahr mit einem älteren Kollegen so erlebt haben, der gesagt hat, schau, das ist mir gross geworden in meinem Dienst. Vielleicht sind viele Sachen, die nicht mehr sind, vielleicht sind es Arbeiten, die zugegangen sind, wo man kann sagen, ja, dort war er nicht erfolgreich gewesen. Aber er hat gesagt, schau, wichtig ist, dass ich bis am Schluss dranbleibe. Das Ende ist das, was zählt. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir in unserem Leben immer den Fokus auf das Ende haben. Das Köbi hat das auch schon angetönt in der Einleitung. Auf das Ende schauen. Was ist das, was dir zählt? Dass wir bei Jesus dürfen sein, der Herrlichkeit. Das ist das, was mir am Freitag in der Beerdigung vom Hedi so gefreut hat, können sagen, schau, die Herrlichkeit. Das ist unser Ziel, dort wollen wir hergehen. Also, der David ist, wenn wir auf das schauen, oder das so ein bisschen anschauen, dann ist er in vieler Hinsicht ein Anti-Held. Er ist überhaupt nicht der immer alles im Griff hatte. Nicht nur sein Privatleben ist von Skandalen geprägt. Er hat auch noch das, ja, manchmal schon zuerst ein bisschen probiert zu vertuschen, aber eigentlich hat er das nicht einmal vertuscht, oder? Wir müssen noch einmal überlegen, würdet ihr vielleicht hat er gar nicht daran gedacht, dass das so in die Bibel reinkommt, aber würdet ihr über euer Versagen also Texte schreiben, dass die dann in der Bibel drin sind, dass man Tausende von Jahren später, also das sind nicht Hunderte, das ist Tausende von Jahren später, kann man heute noch lesen, was der alles für Mist gebaut hat. Dass er
eben ihm die Frau abgejagt hat, dass er ihn hat umbringen lassen, dass er mit den Kindern nicht im Griff hatte, etc. Also, und er hat nicht nur eben die Schrift, also die Schriftsteller oder die das aufgeschrieben haben, gewähren. Oder? Es wäre noch eins, wenn das Köbi jetzt über mein Leben schreibt und ich sage, ja, gut, das soll er halt, das ist seine Sicht auf mein Leben. Und ich könnte ihn natürlich auch, ja, wenn ich jetzt König wäre, könnte man die alle eliminieren, oder? Und sagen, aus dem Weg schaffen. Das ist Sinn. Aber der David hat selber noch geschrieben. Der David hat selber noch geschrieben. Und er hat gesagt, schau, ich wollte es vertuschen. Das kommt in dem 32. Psalm zum Ausdruck. Ich wollte es vertuschen, ich wollte es unter den Teppich kehren. Aber du, Gott, hast an meinem Herz verwirken. Du hast mir so eine Last aufs Herz gelegt. Und darum schreibt er es hier. Und das ist es so, dann gleich wieder eine Eigenschaft, die, glaube ich, auch Gott gesehen hat. Er sagt, ich habe das Herz gesehen von diesem Mann. Ich habe das Herz gesehen von diesem David. Und darum ist der David König geworden. Und darum hat er eben die Verheißung bekommen für das ewige Königreich. Weil der David hat ein bußfreudiges, ein bußfertiges Herz gehabt. Er war bereit, herzustehen und zu sagen, ja, ich habe versagt. Ein weiches, ein Herz, das weiss, dass es eben bei Gott am Schluss nicht darum geht, dass wir möglichst gut vertuschen können, sondern dass wir unsere Schuld bekennen dürfen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen müssen. Das ist so eine Grundaussage in diesem Psalm. Und ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für unser Chor, wenn wir das als Leitvers für unser Chor nehmen können. Ich wünsche mir für den Leib Christi, dass wir bußfertige, ehrliche Herzen haben, die bereit sind, unsere Masken abzulegen. Wir müssen doch kein Theater spielen. Und ich glaube, das ist das, wo, wenn wir als Gemeinde weitergehen, wenn wir weiter existieren, überhaupt, ist das ganz zentral, dass wir bereit sind, unsere Masken abzulegen, ehrlich zu werden. Und es geht nicht darum, dass wir Schuldzuweisungen machen, sondern dass jeder selber vor Gott kommen kann und dass jeder selber sein eigenes Versagen kann auch Gott offenlegen kann. Genau gleich, wie es der David gemacht hat. Und nachdem, dass er eben so die Buße formulieren, Gott um Vergebung bittet, kommt er dann so weit zum Fokus von Gott. Und er sagt, schau, eben, du, Gott, hast mir zugesehen. Nach der Buße ist der David bereit, Beratung anzunehmen. Beratung anzunehmen. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig, wenn man jemandem etwas sagen will. Oder sieht, ja, das kommt nicht gut und ich wüsste es vielleicht besser. Dann merkst du irgendwie, denkst, ja, der ist ein bisschen beratungsresistent, oder? Der will gar nicht hören, was ich ihm zu sagen habe. Aber nachdem, dass der David wie sein Herz offengelegt hat und gesagt, schau, da habe ich versäumt, ich habe es nicht im Griff, da ist der David bereit, Beratung anzunehmen. Ich glaube, wir können uns das vorstellen, so wie mit einer Flasche. Flasche Cola, der kannst du nicht sauberes Wasser drin füllen. Du musst zuerst das Cola ausleeren und dann kannst du Wasser drin tun. Dass wir uns zuerst lernen können, für das wir eben bereit sind, das Wirken von Gott und seine Lehre einfach auch anzunehmen. Und was mir auch gefällt in diesem ersten Satz, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Also es ist auch wieder ein dynamischer Aspekt. Das ist nicht einfach auf dem Stühle hocken und dann kommt der Gott mit seiner Lehre und sagt uns so und jetzt musst du das und das tun, sondern es ist eben ein auf dem Weg sein. Da, wo Gott reden. Und da wieder, wir sehen das ganz vielen Beispielen in der Bibel, dass Gott eben ein Gott ist, der im Unterwegssein lehren. Er hat das Volk aus Ägypten rausgeführt, durch die Wüste, für ihnen zu zeigen. Was hat der Mose am Pharao gesagt? Warum dass er das Volk ziehen soll?
Er hat gesehen, dass sie anbeten in der Wüste. Und natürlich könnte man sagen, ja, er hat eigentlich der Pharao auch ein bisschen beschissen mit dem, weil er hat ja eigentlich einfach das Volk entführen und sie wollten in ein anderes Land, sie wollten nicht mehr Sklaven sein, sie wollten befreit werden. Aber eigentlich ist es genau um das gegangen. Lass das Volk ziehen, dass wir in der Wüste anbeten können. Dass Gott uns zeigen kann, wer er ist. Und auch Jesus, er setzt bei der Ausbildung von seinen Jüngern nicht auf ein Seminar in einem guten Bildungszentrum, ja, in Jerusalem im Tempel, wo all die Schriften vorhanden sind, wo man all das sieht. Oder dort hätte er eigentlich sagen können, schau, jetzt müssen wir da schauen und das bezieht sich jetzt auf mich. Nein, er war mit den Jüngern unterwegs gewesen und hat in dem Innen immer wieder Beispiele gebracht und er hat gesagt, schau, die Schrift sieht das und das sage ich, da stelle ich den Bezug her. Also im unterwegs sein. Und etwas, was mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist so das Aussteigen aus dem Boot von Petrus. Ich glaube, das ist etwas, ja, manchmal tun wir gerne so ein bisschen über Petrus, ach, das ist der zu wenig Glauben hatte. Aber das war der, der sich bewegt hat. Das war der, der über den Rand vom Bötchen rausgestiegen ist. Und nachher ist da natürlich noch etwas anderes, das ist etwas ganz Aktuelles. Gestern dachte der Odermatt, oder? Der hat auch gesehen, der hat das Ziel nicht gesehen, er musste durch den Nebel fahren. Aber er hat gewonnen! Der hat gewonnen. Also er hat oben am Starthaus gewusst, jetzt muss ich einfach da runterfahren, durch die Tore durch, und wenn ich das gut mache, dann komme ich zum Ziel. Ich glaube, auch das darf für uns so ein Bild werden, das wir mitnehmen dürfen. Ich weiss nicht, wo die Reise im Detail herführt. Und ich habe nicht immer auf alles eine Frage. Eine Antwort, natürlich. Danke. Ich habe nicht immer auf alles eine Antwort. Manchmal habe ich auch nicht auf alles eine Frage. Manchmal muss man zuerst eine Frage haben, bevor man eine Antwort hat. Ja, und manchmal ist es ein grosses, eben, was sollen wir tun, was sollen wir machen, wie sollen wir das gestalten? Auch bei uns im Chor, das weiss ich manchmal wirklich nicht. Aber, dass wir immer wieder gewiss sein dürfen, dass wir unterwegs sein, weitergehen, vorwärts gehen. Und dass Gott im richtigen Moment auch die richtigen Antworten eben schenken. Und ich habe da das Bild genommen vom Ross. Das ist nicht, weil ich unbedingt gerne Ross und Hunde habe. Eigentlich habe ich eher so ein bisschen, wenn sie da oben so ein bisschen, mit da oben, die mache ich nur zu lang kaputt. Ja, so ist schön, aber ja. Aber das Ross ist eben auch ein Bild, das auch noch gebraucht wird in diesem Psalm. Das ist nämlich gerade der Vers, der angeschlossen wird. Und der sieht Gott nachher bis nicht wie ein Ross, wo man ein Zaumzeug ins Maul legen muss und wo man muss zwingen muss. Ein Ross in der weglosen Steppe. Wir dürfen geführt werden, Schritt für Schritt, von dem, was uns eben führt. Wir sollen nicht ein störrisches Ross sein, sondern wir dürfen uns unter die Führung von Gott beugen, uns vertrauensvoll von Gott lenken. Und da ist eben auch noch so ein zweiter Satz. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Und da ist mir eben auch zuerst etwas anderes in den Sinn gekommen. Habe ich gedacht, manchmal, wenn man sieht, dass jemand irgendetwas am Machen ist, dann macht man doch manchmal so, oder? Ich hätte dich gesehen im Fall. Pass auf. Ich habe gesehen, was du machst. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich dachte, Gott, okay, was machst du da? Ich habe es dann gesehen. So der Schlingel. Gott hat mich dann schon gesehen. Aber ich habe mich gefragt, ja, welche Meinung habe ich denn vom Blick, wo Gott auf mich hat? Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich ganz am Anfang zurückgehen. Jetzt muss ich schauen, was hat denn Gott für einen Blick auf uns? Und Gott hat die Erde geschaffen, hat den Mensch gemacht, Tier gemacht, alles auf dieser Erde ist. Und er heisst es, er hat es angeschaut und er hat gesehen, dass es sehr gut ist.
Also das ist eigentlich der Blick, wo Gott auf seine Geschöpfe hat. Hey, das ist sehr gut gemacht. So einen wohlwollenden Blick. Und dann wissen wir ja, dass der Mensch hat dann von dieser mysteriösen Frucht gegessen, die ihm eben die Erkenntnis gegeben über Gut und Böse. Und er heisst zu Gott, ist in den Garten gegangen und hat den Mensch gesucht. Ja, hast du jetzt das Gefühl, Gott hat das nicht gewusst? Gott hat das nicht gewusst. Natürlich, Gott hat ja alles gewusst. In dem Moment, wo der Mensch in die Frucht gebissen hat, hat Gott gewusst, was der Mensch gemacht hat. Und gleich ist Gott in den Garten gegangen und er hat den Mensch gesucht. Und er hat gesagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Komm führen. Und so hat der Mensch im Angesicht von Gott müssen sagen oder dürfen sagen, was er gemacht hat. Er dürfen auch Buße tun. Der Blick, wo der Mensch sucht, wo wohlwollend auf den Mensch schaut, wo Sehnsucht hat nach dem Mensch, das ist der Blick, der uns leitet, der mit uns ist. Und darum habe ich auch noch so den Hunger. Da unten auf diesem Bild habe ich auch noch gedacht, eben auf Hunger habe ich auch nicht, muss es zu viel sein, weil sie bei mir in der Stube drin sind, da habe ich nicht so. Aber man tut immer wieder, ist man ja tolerant und so. Aber so ein Hunger, das ist eigentlich etwas ganz Faszinierendes. Wir haben hier über den Erdbebenhelfer ist in der Feuerwehr berichten und er hat gesagt, es gibt kein präziseres und besseres Mittel für Menschen zu suchen in diesen Trümmern, als ein Hunger. Also das ist wirklich, es gibt nichts Zuverlässigeres, es gibt nichts Besseres, als einen gut trainierten Hunger. Und das ist dann ganz lustig bei diesen Hunden. Die führen zum Ziel und sie schauen dann auch, ob ihr Meister mitkommt. Und natürlich, wir sind nicht der Meister und Gott ist unser Hunger. Aber so im Bild, wenn wir das so mitnehmen können, Gott weiss den Weg und er geht uns den Weg voran. Und er schaut auch immer wieder zurück. Kommt die Herde in diesem Sinn, kommt, folgen seiner Schafe, kommen wir mit. Gehen wir ihm nach. Eben nicht in dem Sinn als abwertend für Gott, sondern wirklich als, dass Gott uns dienen will. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, wo du gehen sollst. Ich will dich beraten. Ich will wohlwollend mit dir gute Vorschläge und gute Tipps geben für dein Leben. Und ich will dich immer mit deinem Blick führen oder deinen Blick auf dich richten. Ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr so als bußfertige Gemeinschaft unterwegs sein können. Dass wir uns vertrauensvoll von Gott führen und bereit sind, auf ihn zu hören. Jedes von uns. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns dabei helfen will. Amen.